Ist das Band? Ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag lief Lückschot zu Hus und unterwegs. Schön, dass da sit. Dies Jahr jedet ja all erg flück. Et war noch nicht ins Dreikönig. Da ging et alt los mit der lachenden Köln-Arena. Dat heißt, wir waren mitten im Fastelavond. Auf der ein, auf andere, noch ein paar Luftschlange in der Baum gehangen hat. Ja, war ganz ohne Quatsch. Der lachende Köln-Arena ohne drei stehen, weil dat noch ja nicht proklamiert war. Dat hätt man selde. Wenigstens ja wird altet Motto. Ma du nicht für Kölle. Das ist wahrhaftig ein schön Motto. Wieso gefällt dir dat so jod? Vielleicht, weil es so positiv ist. Da werden einfach Menschen gelobt, die ehrenamtlich jetzt für uns statt tun. Also nicht nur im Fastelavond mit all den Vereinen und Tanzgruppen und Lükscher, die die Kostüme parat frösteln und all das organisieren. Ich finde, dass Christoph Kuckelkorn das Motto schön verklärt hat. Sie waren das Rückgrat von der Stadtgesellschaft. Ja, dat hätt er wahrhaftig schön ausgeführt, auch wann dat nicht ob Kölsch gedon hätt, wat er ja eigentlich kann. Er hätt gesprochen von all de Ehrenamtler in de Sportvereine, in der Kirche, bei de karitative Organisationen, in der Kölsche Politik, in der Arbeit mit der Jugend und im Hospiz. He musste das sagen, was dir auch sonst wichtig ist. Ihre Ampler und ihre Amplerinnen. Es ist doch meistenteils sind es die Fraulück, die das tun. Ja, das stimmt. Für ein paar Jahre wird dazu uns jetzt Wissenschaftliches. Dann so rausgefunden, der typische ehrenamtliche Mensch ist Mitte 40, in Delzig im Beruf und eine Frau. Und es regelt an der Geld. Aber wir kommen in das Schwade. Ich mein, grad bei dem Motto Südmer, dat so ein Motto und Aufjab hat und nicht nur für die Nüssele gemacht wird. Für den Nüssele? Ja, das nicht so Löwe. Dat hätt mir letztens über einer Bahnfahrt eine verzahlt. So ein Motto täten sie nur machen, damit man einen Mottoschal dazu verkaufen könnt und so Kostümchen, die genau für das Motto passend wäre. Im letzten Jahr hätten sie ja massenweise Fastelavondswürbscher mit Blömscher verkauft, bloß weil das Festkomitee das Motto festgesetzt hat, Fastelavond, wann träumen wieder blöd. Ja, sicher haben sie das da mit Geld verdient. Aber ich mein, das wird doch nicht die Hauptsache. Außerdem, ja wird der Mottos alt ewig und drehtag. Der Mottoschal ist noch kein 20 Jahre alt und davon wird auch noch ein Teil genommen für den Rosenmontagszug zu finanzieren. Ja, und dann hätte mir auch noch verzahlt, dass wir jod gewesen für den Malis, also unserem Marie-Louise Nikuta, ein Vorlach zu geben für eine neue Version von dem Motto-Lieder. Dat Mary Lou hat auch ohne het Motto viel Lieder geschrieben. Also, ich mein, so ein Motto gibt doch jedes Mal ne Impuls für das Jahr. Der Fastelavond ist doch nicht nur sich verkleiden, saufen und Party machen. Es ist schlimm genug, dass die jetzt auf so einer Sitzung auf erg schlecht zuhören, sodass die Frau Kühne, et Ingrid, sagt, das wär nicht mehr ihre Fastelavond. Früher, dat man auf so einer Sitzung ein Büttenred und dann die Musik abwechseln. Das könnt man höchst ja nicht mehr. Aber das Motto kann den Menschen doch jetzt rüberdrücken, ne Inhalt, der mehr ist wie bloß Party. Entweder für die Kreativität, wie bei dem Blümschen Motto, auf es hat mit der Kritik an der Politik, auf dem Leben in der Gesellschaft zu tun, auf jeden Tag, was man machen solle.
Weißt du noch das Motto von 2002? Köln gegen Gewalt. Auf Hochdeutsch. So jetzt ist doch mir, wie einfach bloß im Kostüm rumzuhüpfen. Dat hast du schön gesagt. Doch vastelovend is even spät. Er is het totale Chaos, der Anarchie. Man kann sinn, wer man will, und man kann bei nirgends all dat doen, wat man möcht. Aber der vastelovend is auch ordentlich reglementiert. Der Zug, der Aleder, der Eröffnung, der Nobel, das ist alles geordnet. Und das Motto gehört evens zu dem, was in all dem Chaos in Richtung geht. Ich erinnere mich noch an das erste Motto nach dem Krieg. Wir sind wieder da und tun, was wir können. In Düsseldorf haben sie übrigens gehabt, wir sind wieder da. Das hat uns damals so richtig aus der Seele gesprochen. Ich war im Krieg fort von Köln. Und das wieder da sind, das hatte ich erlebt. Das war genau für mich, das Motto. Und das hat mich motiviert. Überall javet noch die Schutberge. Man musste für die Lebensmittelkarte zu kriegen, Schäppe, wenn man keine andere Arbeit hat. Aber ja, ich wollte tun, was ich konnte. Und das mit der Trümmerfrauen und den Mannslück, die alt aus dem Krieg wieder da waren. Das ma tun, was ma können. War ein bisschen kleinlaut, aber es war auch ein Versprechen, sich zu engagieren. Das ist doch ein Motto gewesen. Man braucht oft der Zusammenhang, in dem das Motto steht. Nehmen wir die Corona-Zeit, wo man kaum rauskommt und die Sehnsucht so groß war, bei einander zu sein und nicht allein. Da kam das Motto, nur zusammen sind wir vastelovend. Das hat auch die Menschen aus der Seele gesprochen. Man könnte auch ganz anders lesen, nur zusammen. Das heißt, wenn man keine ausschließen, weil er ein Migrant ist, auf eine andere Emi, auf queer ist und so weiter. Im Zusammenhang mit Corona war aber der Zusammenhalt, die Solidarität mit allen, die wir ja all betroffen waren von der Pandemie, im Mittelpunkt. Wo die Norbere für eine ingekauft haben, die sie bisher ja nicht kannte, nur für ein Beispiel zu nennen. Du siehst grad quer. Das war auch ein Motto. Das war so ja beim 200. Jubiläum 2023. Ich tue ja viel vergessen, aber das Motto kenne ich noch. Auf kurz oder quer, wo sie dann auch queer drin gelesen haben. Das Lied, wo sie das draus genommen haben, ist halt von 1905. Das kenne ich aus meiner Putezeit. Das war der Refrain vom Emil Jülich singem Lied. Auf kurz oder quer, auf Knäsch oder her, mal losen nicht vom Faste leer. Da sticht wieder das Anarchische drin. Es ist egal, ob man der Gesellschaft ganz boven oder ganz unge ist, da vastelovend mit ze alljährlich. Und dann auch der Trotz. Was auch sonst Schlimmes passiert in der Welt, mir Kölsche Welle uns et Viere nicht nehmen lassen. Genau. Und der ein Strophe heißt doch, dass sie uns das Viere verbieten wollte. Also aufgenommen jedenfalls. Der Franzose, der Preuße, der Nazis und andere, die mit dem Fastelovend nichts anzufangen wissen und sagen, lachen könnten sie das ganze Jahr. Und dann für dem Refrain gibt die Frage, warum rat uns Bess zum Kuckuck jon sollt? Ich han damals gelesen, dass es auch als vorher das Motto war vom Bickendorfer Fädelszug. Ja, Bickendorf hat ja auch besonders damit zu tun. Der Emil Jülich, der das Lied geschrieben hat, ist am Kirchhof in Bickendorf begraben. Der Jülich war ne Jüt
Und wie dann 2023 singe Refrain als Motto für das Jubiläum kam, haben sie auch sie Graf wieder parat gemacht und eine Gedenkveranstaltung mit Fastelovensfreunde und mit der jüdischen Kippa-Cup da aufgehalten. Dat der dat bekannte Lied geschrieben hat, ne Jüd war, hat ich vorher ja nicht gewusst. Und all dat Lied von damals, der Anarchie, der Trotz, het Gedenken an die Verfolgung von de Jüden, dat bessere Kennenlernen von de Kippa-Cup, wär all nicht so gekommen, wann et de Mottos nicht jöf. Die Mottos, die Mottos, hört sich ja nicht gut an. Fingen ich auch. Es ist italienisch und das deed Denkspruch oder so jet bedüge. Und 2 davon sind auf Italienisch Motti. Aber wann du dat säst, luren sie dich komisch an, obwohl es dat I am Eng het, wie bei de Spaghetti. Eine Spaghetto, also ein so eine Nudel, wie Motto. 2 Spaghetti, also auch Motti. Aber dann sagen sie hier Spaghettis oder Piccolinis. Es ist nicht schön. Ja, Motti, da meinen die Kölsche vielleicht auch, das wäre ein ganz klein Motte. Spaß bei sich. Du bist aber kritisch. Ich könnte nur damit stunzen, dass es beim Französischen Le mot, das Wort, zusammenhängt. Apropos kritisch, auch bei den Mottos, jedes Luther wieder Kritik an de Formulierungen. Am schlimmsten war es ja mit in Köln gebützt. Ah, Bützja, das ist ein schön Thema, ne jode Impuls. Er war gebützt. also wenn man auf Kölsch mit, dann noch richtig Kölsch. Das T am Eng ist wahrhaftig voll der Niffe. Da sind mir Kölsche viel zu voll für. In Köln gebützt. Gefällt mir. Manchmal klingt doch ein bisschen gewollt. Social Jack, kunterbunt vernetzt. Das soll vielleicht so jet wie ein Rühmsche sein, ist es aber dann doch nicht. Aber das ist auch wieder so eine Idee, die de Fastelovensfreunde dazu bringen, det jet nachzudenken. Ich weiß es noch, im Rosenmontagszug war eine Ware mit Ältere, die de Pens von de Smartphones fortdrucken. Dat war aus der Welt von de Jacke im Alldach. Und jet für sich drüber zu amüsieren, aber auch für sich jet drüber auszutauschen. In dem Motto war nur der Zustand abgegriffen. So ist es. Auf den ersten Blick hört sich ja auch das Motto von der Sprache so an, wie wenn es einen Zustand beschrieben wird. Aber das sticht natürlich noch viel mehr dahinter bei dem Motto und Sprache ist Heimat. Das ist natürlich ein Honneursche für uns kölsche Sprache. Das war 2019, das Motto. Und das Honneursche will wir pflegen, solange es eben geht und man sie noch verstehen kann. Wir sind ja eifrig dran mit unserem Podcast, gerade weil uns Sprach Heimat ist. Ja, aber die Menschen, die Kölsch verstanden, die herkommen, weil sie da, wo sie aufgewachsen sind, verfolgt werden, auf nichts zu beißen haben. Die müssen Deutsch lernen, für einigermaßen parat zu kommen. Vom Kölsch ist ja nicht zu sprechen. Können die dann auch in Köln Heimat finden? Wie geht das? Wie kann das fluppen, dass denen ihr Herz für Köln schlagen kann, wo sie doch ihre erste Heimat verloren haben? Sicher, die Sprache ist Heimat, aber auch eine Wohnung zu haben und Arbeit zu finden und Leben aufbauen und Freunde zu haben zu Hause, das ist auch Heimat. Ja, dat Motto hat eine große Diskussion losgetroffen. Das ist ja nicht verkehrt. Und der Blötschkopf, der gemeint hat, so ein Motto wäre nur für eine Schal zu verkaufen, ist wirklich für Deutsch.
Ja, also ich habe den Eindruck, dass die Mottos mehr wie früher so jetzt Politisches haben. Manchmal ganz ausdrücklich, manchmal ich auf der zweiten Blick. Und man hat schließlich ein ganz Jahr Zeit, darüber nachzudenken. Das Motto, jedes Jahr nicht nur beim letzten Ware am Rosenmorgen das Zug und dann wieder am nächsten. Das ganze Jahr über werden die Waren geplant, gebaut, die Kostüme ausgedacht und vor allem auch darüber nachgedacht. Kölsche bewegen da fast laufend und sind Motto im Herz. Sie geben dem ganzen Punkte Drive in Richtung. Man könnte auch sagen, ne Sinn, so wie Uhrzeigerrichtung, auch Uhrzeigersinn bedeutet. Eine Sinn von den Mottos haben wir noch ja nicht angesprochen. Der Sinn von den Mottos zu zeigen, dass wir uns stattgehen haben mit all den Widersprüchen, die man hier so finden kann. Ich weiß noch das Motto, wir stellen alles ob der Kopf, übrigens ob Kölsch. Das zeigt wieder, was hier los ist. Ob der eine sich, wir machen alles durcheinander. Hier ist Chaos, dafür muss man sich nicht erst in das Rathaus oder bei der KVB umloren. Und dann heißt es auch, ob der andere sich, wir machen es alle so, dass die Unge sind oder so in der Mitte, eben so Menschen wie du und ich, toleriert und akzeptiert werden und die so elegant und fing sind, jetzt schäf belurt werden. 2050 wird Köln als Stadt mit den Stadtrechten vom Kaiser Claudius, nach dem ist unser Lewe Techniker benannt, 2000 Jahre alt. Was wird das für ein Motto geben? Dann möchte ich aber 120 Jahre alt werden. Und ich 88 am Fastelavend. Ja, bei mir wird das nicht floppen. Wer ein bisschen Langeweile hat, auch viel Fantasie, kann sich schon darüber allerdings Gedanken machen. Der 2000. Geburtstag von unserem Pina an die Stadt und das Festkomitee ja verschlafen. Ja, das ist wirklich schade. Dann lass mir unser Sprachkurs wenigstens nicht verschlafen. Der dritte, jetzt wird Geld gelehrt. Wir haben so viel von den Mottos verzahlt, dass wir nur kurz ein paar Sachen bringen, die mit der Entwicklung von der kölschen Sprache zu tun haben, wie wir sie in der Leder am Fastelavond immer wieder mitkriegen, wenn wir gut aufpassen. Und kölsche Sprache geht Luther mich in Richtung Regiolekt, also die Sprache von einer Region, die dem Hochdeutsche ähnlich ist. Davon he ein paar Beispiele. Durcheinander, miteinander, nacheinander, sagen wir alle Kölsche. Man hört aber oft durcheinander, miteinander, nacheinander, oft zeng auseinander. Ist das schön, weil sie all verstanden? Of is het een verpasste Chance, dat alle Kölsch noch in so rüber zu döhen? Mir alle Kölsche sagen besonders, auf anders, man hört es noch selten. Man sieht meistenteils besonders und anders. Ja, schade eigentlich. De alle Kölsche sagen bunt, wie het evens auch vorkommt. Hügt sie das, heischet iter, bunt, ohne dat je. Et heiß, auch das ist alt. Man hört mi und mi, et heiß. Ganz alt is het, wann man seht, er hätt sich gefraut, Platz, er hätt sich gefreut. Sie sagten auch früher, sie han Salz gestraut, Platz gestreut. Aber in all Lädscher küdet für und ihr kündet jetzt verstanden. Was geblieben ist uns Kölle Alaf. Toter Fastelovend genese. Die Session ist ja diesmal erst gut und dort schön feiern. Und dort jet für Kölle. Tschüss, Tschüss, Alaf.
und haltische Salze.